Wir schließen heute unsere Predigtserie Glaube praktisch mit dem Jakobus 5. Ihr dürft gleich aufschlagen, also Jakobus 4 ab Vers 13 werden wir lesen. Und wir haben jetzt 5-mal über diesen Jakobusbrief gesprochen und immer wieder diese Herausforderung gesehen, dass der Jakobus sagt, wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst, aber das nicht sichtbar wird in deinem Leben, dann ist dein Glaube falsch. Dann ist dein Glaube nicht echt. Das ist eine Riesenherausforderung. Und wir wollen Menschen werden, die nicht nur sagen, ich glaube in meinem Herzen, sondern es wird sichtbar in meinem Leben. Und wir wollen uns heute von Gottes Wort verändern lassen. Wir lesen Jakobus 4 ab Vers 13. Da heißt es, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne, doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Seht euch vor, ihr Reichen, weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohlgenährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Vielleicht habe ich uns zu wenig vorbereitet auf diese harschen Worte in diesem Text. Wir könnten den Eindruck haben, gerade in den ersten Versen, in Vers 13, dass Gott etwas dagegen hat, wenn wir unser Leben planen. Weil was wir hier eigentlich sehen, ist so ein typischer Businessplan, oder? Du hast eine Absicht, etwas zu erreichen, du hast eine Zeitdauer, bis wann soll der Erfolg dann eintreten, du hast ein Geschäftsmodell, wir werden dort und dorthin gehen und dann ein Erfolgsziel, was soll rauskommen? Aber wir sehen im Rest der Bibel, Gott hat gar nichts dagegen, wenn du planst in deinem Leben. Das Problem hier ist die Einstellung, mit der wir planen. Und das lesen wir in Vers 16, da heißt es, nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Das ist das Problem, dass wir stolz werden auf unsere Pläne. Und das spricht uns als Christen an, das spricht Menschen an, die nicht Christen sind. Nicht die Planung ist das Problem in Gottes Augen, sondern dass wir stolz werden. Es heißt in der Elberfelder Übersetzung, nun aber rühmt ihr euch voll Übermut. Und dieses Rühmen, das war in der Antike eine bekannte Praxis. Wir kennen das heute nicht mehr so. Aber damals hat man sich, zum Beispiel vor einer Schlacht, hat man sich gerühmt. Man hat gesagt, hey, man hat seine eigene Stärke, seine Schlauheit, seine Waffen gerühmt. Man hat Sicherheit gefunden in der eigenen Stärke. Ich meine, wie motivierst du Menschen, in einen Krieg zu ziehen, wo du nicht weißt, ob du lebend wieder herauskommst? Du musst dich auf etwas verlassen. Du rühmst dich. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich glaube, das ist aus dem Film Lord of the Rings. Aber das ist eine typische Szene, wo der Heerführer sagt zum gegnerischen Heer, morgen Abend werden wir an euren Tischen sitzen und euer Essen essen und eure Waffen einsammeln und eure toten Körper auflesen. Und man rühmt sich, weil man sagt, wir sind die Starken, ihr habt keine Chance. Das war diese Praxis damals, dieser Schlachtruf im Leben. Ich bin stark, die eigene Stärke. Und
Jakobus sagt, genau so haben diese Kaufleute das gemacht. Wir wissen, was morgen kommt. Unsere Pläne werden aufgehen. Unser Businessmodell, unsere Familie, was immer das ist, wir werden gelingen haben. Wir sehen in der ganzen Bibel, dass dieses Thema sich rühmen ein wichtiges Thema ist. Zum Beispiel Jeremia 9 heißt es, dass wir uns nicht rühmen sollen der eigenen Weisheit oder unserer Macht oder unserem Reichtum, sondern das Einzige, was wir uns rühmen sollen, ist, dass wir den Herrn kennen. Das ist der einzige Schlachtruf, der gültig ist vor Gott. Das Einzige, wo du stolz sein sollst. Nicht auf das, was du hast oder was du kannst, sondern dass du den Herrn kennst. Ich möchte dich mal fragen, was ist dein Schlachtruf? Mit welcher Zuversicht stehst du am Morgen auf? Was gibt dir die Zuversicht, dass morgen ein guter Tag wird? Dass die Zukunft gut ist in deinem Leben? Die Bibel sagt, wir haben alle unsere Zuversicht auf andere Dinge gelegt, als auf Gott. Nicht Planung ist das Problem, sondern, ich sage es mal so, heute Morgen die Illusion, dass wir unser Leben selber kontrollieren. Das klagt Jakobus an. Die Illusion, dass du dein Leben selbst kontrollieren kannst. Ich möchte uns einige Beispiele machen. Ich habe 40 Jahre gearbeitet und jetzt genieße ich meine Pension. Das habe ich mir verdient. Das ist ein typischer Schlachtruf in unserer Zeit und in unserem Land. Oder egal was kommt, wir als Familie halten zusammen. Wir streiten immer wieder mal, es gibt Tohu Wabohu, aber am Schluss, auf meine Familie kann ich mich verlassen. Das sind so Schlachtrufe. Oder ich habe mich schon immer aus Situationen rausmogeln können, ich werde es auch das nächste Mal schaffen. In was findest du deine Zuversicht für die Zukunft? Und der typische Schlachtruf, Hauptsache gesund bleiben. Ja, als Schweizer, oder? Immer demütig bleiben. Und Leute würden vielleicht sagen, das behält ein gutes Karma in deinem Leben. Und wir sagen vielleicht, ja, weißt du, wenn du demütig bleibst, dann kommt's gut. Ja, nicht zu viel erwarten. Dann kann man so durchs Leben schlüpfen. Auch das kann ein Schlachtruf sein. Es ist nicht das, dass wir unsere Zuversicht auf Gott setzen. Und wir lernen das von Kindesbeinen an. Die herzige Elsa, ich meine, ich bin Vater, oder ich habe schon alle Disney-Filme durchgeschaut, die es überhaupt gibt, Musicals und Filmmusik, und unsere Kinder hören das. Die herzige Elsa singt, hey, es gibt keine Regeln für mich, ich bin frei zu werden, was ich will. No rules for me, I'm free. Mit dem wachsen wir auf. Oder der nicht mehr so herzige John Bon Jovi singt, it's my life. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wohin ich mein Leben steuere. Das prägt uns. Und dann sind wir erstaunt, wenn in diese Musik hinein, der Zuversicht, der Selbstsicherheit und des Stolzes, wenn da so Störgeräusche reinkommen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, vor einigen Wochen musste ein Flugzeug notlanden, das von London nach Singapur unterwegs war. Es kam in einen Sturm hinein, der war so schlimm, dass das Flugzeug, ich glaube in Thailand musste es notlanden, und die Kabine sah so aus, wie wenn der Sturm durchs Flugzeug gegangen wäre. 85 Verletzte und eine tote Person. Und wir stehen hier und sagen, was ist nur passiert? Und wir fragen uns dann typischerweise, wer ist schuld? Wer muss abtreten von seinem Sitz, von seiner Position? Wen können wir bestrafen und wer zahlt den Schaden? Weil wir so das Gefühl haben, wir könnten alles kontrollieren im Leben. Wir könnten es wieder gut machen. Die Analyse war in der Zeitung, keiner, Piloten, die Meteorologen, niemand konnte voraussehen, wie heftig dieser Sturm gewesen sei. Aber wir haben so Mühe, damit umzugehen, dass das Leben unsicher ist. Wir ertragen es nicht, es sind Störgeräusche. Wir lesen in den Zeitungen in den letzten Monaten, ja, es ist schon beinahe ein Jahr,
dass die Anzahl von psychischen Problemen und Störungen bei jungen Menschen massiv zunimmt. Die Ängste, was kommt im Leben, was wird mir begegnen, dass sie es nicht im Griff haben. Auf der einen Seite hören junge Menschen eben in dieser Musik, hey, du kannst alles, die Welt steht dir offen, werde, was du sein wirst. Du kannst alles tun. Und auf der anderen Seite sehen sie, hey, ich habe keine Ahnung, was kommt. Es verstört ihr Leben. Viele Menschen landen bei Psychologen, bei Psychiatern, weil sie mit ihren Ängsten nicht mehr klarkommen. Mit den Selbstverletzungen, mit den Suizidversuchen. Wir können unser Leben nicht kontrollieren. Und die Bibel sagt, schau, wir sind nicht nur ignorant, gar nicht zu wissen, was kommt, sondern wir sind auch noch stolz darauf. Wir sagen, ich weiß, wie es geht. Weißt du, wie gut ist es, wenn du in der Beiz oder irgendwo im Gespräch mit Freunden sagen kannst, du, ich habe mein Leben im Griff. Auch in der Kirche, in der Kleingruppe, wenn du sagst, nein, nein, du musst nicht für mich beten. Es läuft alles gut, ich habe alles im Griff. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Ich habe eine kleine Illustration mitgebracht. Wenn wir schon beim Flugzeug sind. Wir fahren so durchs Leben. Wir sagen, ich habe das Steuer in der Hand, aber wir haben keine Ahnung, was kommt. Das sagt Jakobus, das ist unsere Situation. Und wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, aber wir sind immer noch stolz auf unsere eigenen Pläne und sind so selbstsicher, dann haben wir keinen echten Glauben. Wir haben einen Glauben, der falsch ist, der nicht durchträgt. Jakobus zeigt uns das im Vers 15. Erstens, wir haben keine Ahnung, was morgen kommt. Ihr wisst nicht einmal, was morgen ist. Ich habe das schon mal erzählt, wenn ich mein Kundengespräch habe bei der Bank. Und dann sagen sie mir, weißt du, in der Vergangenheit, da ist das immer aufgegangen. Also sie tun gut daran, bei uns zu investieren. Aber wenn du fragst, ja, wie sieht das nächste Jahr aus? Keine Ahnung. Wir können nichts versprechen. Und du spürst diese Unsicherheit. Also vielleicht, wenn du jünger bist, hast du gesagt, hey, ich würde gerne mal zuerst Karriere machen und dann so mit 35 würde ich dann schon gerne mal verheiratet sein und eine Familie gründen. Und jetzt bist du 32 und es ist noch niemand in Sicht. Weißt du, dieses Planen bewirkt gleichzeitig dann auch noch Sorgen. Und jetzt kommt's. Es wird nicht besser, wenn du reich bist. Und Jakobus macht das deutlich, weil er fängt Kapitel 5 genau gleich an. Im 4,13 heißt es, nun zu euch oder wehe euch, die ihr sagt heute oder morgen, wir können es selbst planen. Und im Kapitel 5, Vers 1 heißt es, nun zu euch, ihr Reichen. Das ist derselbe Gedanke. Weil wenn du denkst, dass du dein Leben im Griff hast, dann denkst du auch, dass alles, was du an Geld verdient hast, dass es dir gehört und dass es dein Verdienst ist. Wenn du denkst, ich habe meine Karriere geplant, ich habe meinen Beruf gewählt, ich war so erfolgreich, ich war so fleißig, dann nimmst du automatisch an, dass das, was dann reinkommt an Geld, dass es dir gehört und dir allein. Woran zeigt sich das? Zum Beispiel im Vers 5. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. So lebst du, wenn du denkst, das Geld, das reinkommt, das ist wegen meiner Planung und wegen meinen Fähigkeiten da. Dann sagst du, hey, ist mein Haus, sind meine Ferien, sind meine Kleider, ist mein Auto. In Vers 3b heißt es, ihr habt Schätze gesammelt. Du hortest. Das Problem ist nicht das Geld, das du investierst, sondern das Geld, das du hast. Warum vermodern Kleider? Nicht, weil du sie trägst, sondern weil Tausende im Schrank sind und du brauchst es nicht. Dann modert es. Wenn Gold
einfach da liegt, ungebraucht, weil du sagst, das ist meine Sicherheit, das ist mein Plan für die Zukunft, dann rostet es. Du hortest mehr als nötig. Bis Geld und Reichtum anfängt, unser Herz zu verändern. Ich habe Menschen gesehen, Familien gesehen, Leute, die sich am nächsten waren, die sich liebten, die wegen diesen Dingen in Streit geraten sind. Weißt du, weshalb? Du willst dein Leben unter Kontrolle behalten. Und dann müssen Menschen, die du so geliebt hast, über die Klinge springen. Es entsteht Streit wegen Erbe, wegen einem Haus, wegen einer Situation, wegen Geld, das dir jemand schuldet. Und es macht etwas mit unserem Herzen. Es ist wie ein Feuer in unserem Leben. Genau gleich, wenn wir Dinge kaufen, wo wir wissen, die können niemals so billig produziert werden. Und du sagst, weißt du was, es gibt keine Buße und darum kann ich es tun. Und Gott sagt, das Schreien der Arbeiter dringt an seine Ohren, weil wir sagen, ich kann es so billig kaufen, es ist mir egal, wo es entstanden ist, wie es produziert wurde, wer darunter leidet, weil wir im Geld unsere Sicherheit suchen. Geld macht es nicht weniger schlimm, sondern zeigt noch viel mehr, wie sehr wir unser Leben kontrollieren wollen und wie wenig, dass wir es können. Und dann gibt uns Gott noch eine zweite Warnung. Und er sagt im Vers 15, euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Bis vor wenigen Wochen konnte das man noch machen, weil es so kalt war. Wer wünscht sich den Sommer zurück? Also zurück ist übertrieben. Wer wünscht sich Sommer, bevor der Winter wieder kommt? Aber weißt du was? An kalten Tagen kannst du am Morgen hinausgehen und du kannst hauchen. Du siehst einen kleinen Nebel. Und dann, sobald es etwas wärmer wird, sobald etwas Wärme kommt, ist es weg. Und so ist dein Leben. Und so ist mein Leben. Es ist wie ein Nebel. Ein Hauch, der kommt und wieder weg ist. Wie können wir nur denken, dass wir unser Leben planen können und noch stolz darauf sind, Gott gegenüber sagen, ich brauche dich nicht, ich habe mein Leben im Griff. Das Leben ist so schnell vorbei. Weißt du, wenn wir gesund sind, merken wir das gar nicht. Wir denken, hey, ich kann jeden Tag packen. Letztes Wochenende ist bei uns die Magen-Darm-Grippe durchgegangen. Am Samstag ging ich joggen, hatte Vorsätze, fühlte mich frisch, ich konnte Berge versetzen. Am Sonntagmorgen, wie wenn der Stecker rausgezogen wäre, lag ich im Bett. Keine Kraft, keine guten Vorsätze mehr. Wenn du mich gefragt hättest, hey Manu, was möchtest du anpacken in den nächsten Monaten, hätte ich gesagt, hey, hör mir auf, ich mag gar nichts. Es reicht so wenig. Und wir haben es nicht mehr im Griff. Andere haben es dann noch im Griff. Und dann genesen wir vielleicht eine Woche später, hoffentlich, im Normalfall vielleicht. Und dann stehen wir wieder hier und haben die gleichen Parolen. Ich schaffe es, ich kann es. Mit meinem Netzwerk, mit meinen Freunden, mit meinem Geld, mit meinen Plänen, mit meinem Geschäft, mit meiner Karriere. Wir haben nichts gelernt. Frag mal die älteren Leute in unserer Gemeinde, wie schnell das Leben vorbeigeht. Frag sie mal, wenn du dich getraust. Weil es geht schnell. Und dann denken wir, ja, ich kann ja gesund essen und jeden Tag auf den Fitnesstrainer, auf den Hometrainer zu Hause oder ins Fitness gehen. Dann gibt es ja noch Make-up. Aber das Leben ist wie ein Hauch. Das Leben ist wie ein Hauch. Und wir sind in diesem Hauch und schütteln Gott die Faust. Oder, wenn du Christ bist, ja, ich glaube an Jesus, aber für dieses Leben habe ich noch meine eigenen Pläne. Ich sage dir, Gott möchte uns rufen, dass wir eine Kirche sind, die unser ganzes Herz auf die eine Hoffnung setzen, die wir haben. Was ist das? Gibt es eine andere Möglichkeit zu leben?
Das heißt am Anfang, anstatt dass wir uns rühmen über unsere Pläne, sollten wir sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Wenn der Herr will. Weißt du was? Unsere ganze Welt wird so verlaufen, wie der Herr es will. Dein Leben wird so verlaufen, wie der Herr es will. Auch wenn du ihn nicht willst, wird trotzdem der Wille des Herrn geschehen. Wir haben es gesungen. Dein Wille geschieht. Weil es heißt in der Bibel, jeder Tag meines Lebens ist bereits in dein Buch geschrieben. Das heißt nicht, dass wir nicht nach Gottes Willen fragen sollen. Herr, was möchtest du? Was sind deine Absichten? Wir kommen nachher noch darauf. Aber selbst wenn du es vermasselst, selbst wenn du sagst, ich habe Entscheidungen getroffen, die mich nicht zu Gott hingeführt haben. Ich bin Wege gegangen, da habe ich nicht den Willen Gottes getan. Selbst wenn du sagst, ich fühle mich wie verloren in meinem Leben. Es ist genau das Leben ist ein Hauch. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Selbst dann geht Gottes Wille in Erfüllung. Und das kann ein Trost werden für dich an diesem Tag, dass du es nicht im Griff hast. Ich mache dir ein Beispiel von Paulus. Das finde ich lustig und tröstend zugleich. Paulus musste mit dem Schiff von Jerusalem nach Rom als Gefangener, um sich zu verantworten vor dem Kaiser. Und sie kommen in einen Sturm hinein und das ganze Schiff, die ganze Schiffsmannschaft, alle haben die Hoffnung aufgegeben. Wir werden in diesem Sturm untergehen. Wir haben keine Chance, wieder rauszukommen. Tagelang nur Sturm und Wasser im Schiff drin. Und dann spricht Gott zu Paulus und sagt, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott hat in seiner Güte jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Paulus hörte den Willen Gottes. Diesen Willen, den wir so gerne manchmal hören möchten. Sag mir, was kommt. Aber wir wissen es nicht. Paulus hörte den Willen Gottes. Du wirst gerettet werden, du wirst vor dem Kaiser stehen und alle im Schiff werden gerettet werden. Und jetzt ist spannend, was Paulus macht. Er sagt nicht, okay, lass das Ruder los, lass die Segel los, Gott wird es sowieso tun. Nein, im Gegenteil, er sagt, wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Und er sagt, esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Das heißt, Gottes Wille geht Hand in Hand mit deiner Verantwortung, die du hast in deinem Leben. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Gott plant, ich lehne mich zurück und schau mal, was kommt. Nein, suche nach dem Willen Gottes. Frag Gott danach, was möchtest du tun? Es geht Hand in Hand. Aber weißt du, du musst keine Angst mehr haben. Wieso können wir das als Christen sagen, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Willen Gottes und vor seinen Plänen? Weil er Jesus geschickt hat. Weil Gott Jesus geschickt hat. Ich frage mich manchmal, nicht nur, was mit meinem Leben geschieht, sondern was mit dieser Welt geschieht. Gott, hast du es noch im Griff? Und dann denke ich an Jesus. Und ich sehe die Liebe Gottes und ich kann mir nicht anders vorstellen, als Gott einen guten Plan hat für jeden von uns. Weil die Bibel sagt, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Und Jesus hat all das rückgängig gemacht, was wir so stolz und so rechthaberisch falsch geplant haben. Wir haben Schätze gesammelt auf Erden und Jesus ist arm geworden und arm gewesen hier auf der Erde. Wir haben geprahlt mit unserem Leben, wir sind stolz gewesen. Jesus war von Herzen demütig. Siehst du das? Er lebt das Leben, das du und ich, das wir nie leben konnten. Wir haben gesagt, oh, ich weiß, was kommt. Ich plane mein Leben, ich plane meine Pension, ich plane meine Familie, ich plane meine Beziehung. Jesus wusste, er hat wenige Jahre Zeit und dann ist es fertig. 33 Jahre, mehr nicht.
Wir dachten, wir könnten unser Leben kontrollieren. Jesus hat die Kontrolle aufgegeben, hat gesagt, Vater, was immer du willst. Ich möchte eigentlich nicht sterben, aber dein Wille soll geschehen. Jesus wurde wie ein Nebel am Morgen, damit du ewiges Leben haben kannst. Jesus hat sein junges Leben unschuldig gegeben, damit er dir vergeben kann, dein Stolz, dein Rühmen, dein Schlachtruf, deine stolzen Pläne, dass du neu anfangen kannst. Ein Leben mit Gott, ein Leben in der Beziehung zum Heiligen Geist, wo er dich führen kann. Jesus ist hier und sagt dir, hey, ich vergebe dir. Das heißt im Vers 17, wer das Gute kennt und es nicht tut, der wird schuldig. Jesus hat quasi alle unsere Schuld, alle unsere Fehler, alle unseren Stolz rückgängig gemacht. Er hat das Gute gekannt und er hat es getan. Er war unschuldig und er ist für dich gestorben. Und wie herrlich ist es, dass du heute sagen kannst, ich habe vieles nicht im Griff und ich habe keine Ahnung, was kommt in der Zukunft. Aber ich hänge mich an Jesus. Ich hänge mich an Jesus. Wenn ich ihn habe, habe ich alles, was ich brauche. Ich habe Leben. Er hat mein Leben angehaucht und ich habe ewiges Leben bekommen. Wie können wir jetzt leben? Das Erste, ich möchte uns einladen, dass wir heute zu Gott kommen und sagen, hey, ich brauche dich, Gott. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich möchte dich einladen, dass du das Steuer deines Lebens heute Morgen ganz neu Jesus abgibst und sagst, ich habe keine Ahnung, wohin ich steuere, aber du weißt es. Leite du mich, führe du mich. Auch als Christen, wenn du sagst, ja, ich habe mich ja bekehrt. Wenn du heute Morgen merkst, das sind Dinge in deinem Leben, wo du so stolz darauf bist und deine Planung, deine Ziele, gib sie heute Jesus. Zweitens, hol das nach, was du versäumt hast. Die Bibel sagt, wer das Gute kennt, der soll es tun. Jetzt, wo du frei bist von Angst, wo du frei bist von Zukunftsängsten, wo du frei bist davon, dass du dein Leben im Griff haben sollst, kannst du dich auf das konzentrieren, was Gott wichtig ist. Und Jesus sagt doch, sorgt für das Heute, morgen wissen wir nicht, was kommt. Schau, dass du das tun kannst. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht musst du dich heute versöhnen mit einem Menschen. Du Streit hast, vielleicht wegen Geld. Vielleicht ist es dran, dass du dich taufen lässt, wie wir es gehört haben. Dass du Teil wirst einer lebendigen Gemeinde, wo du dich einbringst und von anderen Menschen gesegnet ist, was immer es ist. Vielleicht musst du aufräumen in deinem Leben. Du hast ein schönes Äußeres, du präsentierst dich am Sonntag in der Kirche, aber du allein weißt, was in deinem Leben, in deinem privaten Leben ist. Räume es auf, tu das Gute und lass Gott kümmern, was morgen ist. Drittens, mach deine Pläne mit Gott. Und ich möchte dich herausfordern, dass du nicht betest, Gott, du siehst, dass ich diese und diese Ferien geplant habe, bitte segne sie. Sondern dass du Gott fragst, Herr, wohin soll ich in die Ferien? Oder was soll ich tun mit meiner Zeit? Oder ist es richtig jetzt, den Job zu wechseln? Oder möchtest du, dass ich dranbleibe, auch wenn es schwierig ist? Bezieh Gott in deine Pläne hinein. Das bedeutet, dass du sein Wort liest, weil da so viel Rat drin ist. Dass du aber auch Geschwister brauchst. Gerade wenn du vielleicht sagst, hey, ich bin noch nicht durch die Bibel. Ich habe viele Dinge noch nicht vor Augen, wie Gott ist, wie er denkt, wie er handelt. Aber du hast Christen an deiner Seite, die dir helfen können, wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst. Ich finde es so schön, wie Menschen sich aufnehmen lassen in die Gemeinde, sagen, wir brauchen einander. Wir sind füreinander da. Und viertens, vertrau Gott im Umgang mit Geld. Und ich bin jetzt ganz kurz und praktisch. Wenn du noch kein Budget hast,
für dein Leben, dann fang eins an, weil du sagst, ich möchte begrenzen, was ich für mich brauche, damit für andere Menschen oder für meine Zukunft auch etwas da ist. Überleg dir, weiß nicht, wie viel du im Moment geben kannst für die Kirche, für die Gemeinde, für das Reich Gottes, für Menschen, die es nötig haben. Mach es dir zum Ziel, dass du nächstes Jahr 1% mehr gibst als dieses Jahr. Und der Herr wird dir helfen. Und wenn du findest das nächste Mal beim Einkaufen, oh, das ist jetzt aber recht teuer, was die da wollen von mir, freue dich, wenn du den Preis zahlst, der fair ist. Weil du weißt, ich möchte nicht jemand sein, der Schätze sammelt auf Erden. Ich möchte nicht jemand sein, wo Menschen klagen zu Gott, weil ich zu knausrig war, das zu zahlen, was es wert war. Lasst uns das Gute tun, wenn wir es wissen, zu tun. Jesus erzählt die Geschichte von einem Bauern. Der war so erfolgreich, dass er seine Scheunen abreißen ließ, um größere zu bauen. Dann hat er sich gesagt, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe so viel angehäuft, dass ich fröhlich sein kann, essen und trinken, mein Leben genießen. Und Gott sagt ihm, du bist so ein Narr. In dieser Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Wir wollen nicht so Menschen sein. Wir wollen Menschen sein, die sagen, wenn Gott will, werden wir leben und das Gute tun, das wir tun können. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, auch wenn es uns herausfordert an diesem Morgen, wenn es uns kostet. Weil du schaust auf das, was bleibt in unserem Leben. Und dann rüttelst du uns auf, dass wir nicht sagen, ich bin ja Christ, aber der Glaube ist unecht, hat sich nicht in Tat erwiesen. Aus diesem rüttelst du uns heute auf und suchst unser Herz, malst uns Jesus vor Augen, der so ganz anders gelebt hat als wir. Du rufst uns zur Umkehr heute Morgen, Jesus. Und gleichzeitig stehst du bereit, uns zu vergeben, uns in deine Arme zu schließen, uns die Hoffnung zu geben, die wir uns nicht selbst begeben können. Dass sich unser Leben ändern kann, unser Glaube praktisch wird. Und dass noch viel Gutes durch unser Leben geschehen kann, in dieser kurzen Zeit, die wir noch haben. Danke, dass du uns dienst, Heiliger Geist. Du hast nie angeklagt, sondern du überführst uns, damit wir zurückkommen ans Herz Gottes und in die wunderbaren Pläne, dass wir mit Zuversicht, mit Liebe beten können. Ja, dein Wille soll geschehen. Dein Wille wird geschehen.